sondern im Zweifelsfall geschossen. Trainiert im Häuserkampf sollen die US-Soldaten nun die Altstadt von Bagdad rund um die inzwischen berüchtigte Haifa Street von Aufständischen räumen. Was das heißt, hat unser Reporter Ashwin Rahman aus nächster Nähe miterlebt. Schon öfter hat er die Eliteeinheit in den letzten Jahren begleiten können, auch diesmal. Er wurde Zeuge eines brutalen Kampfs Straße für Straße, Haus für Haus, der nur Verlierer kennt. Die Irakis, die verdächtigt, gedemütigt und getötet werden, und die Amerikaner, die sich mit jeder Razzia mehr Feinde machen und damit immer größeren Gefahren aussetzen müssen. Das Viertel um die Haifa Street war Sperrgebiet, bevor die Fallschirmjäger der 82. Airborne kamen. Jeden Tag Granatangriffe, Feuerüberfälle, Morde. Eine Hochburg der Aufständischen. Wir dürfen die Spezialeinheit mit der Kamera begleiten. Warum, das sagen sie uns nicht. Eigentlich meiden sie die Öffentlichkeit. Die Scharfschützenstellung für den Tag heute, eine private Wohnung in einem Hochhaus. Es ist niemand zu Hause. Die Wohnung wird aufgebrochen und einfach besetzt. Für die Schäden gibt es später $20. Die Männer werden den ganzen Tag bleiben, beobachten, melden, erschießen. Verdächtige, die in ihr Schussfeld kommen, haben keine Chance. Angreifen, nicht verteidigen, das ist der Auftrag der Elitesoldaten der 82. Airborne. Angenommen, Sie sehen jemanden mit einer Kalaschnikow. Was machen Sie? Ich erschieße ihn. Auch wenn er die Waffe nur trägt? Auch wenn der Lauf gesenkt ist? Ich erschieße ihn. In einem Transportpanzer der schnellen Eingreiftruppe. Einsatz. Die Scharfschützen von oben haben gefeuert. Ein Iraker sei getroffen, melden sie. Die Eingreiftruppe muss jetzt die Lage klären. Das Feuergefecht geht weiter. Es geht mitten rein in die gefährlichen, schmalen Gassen des Viertels. Jede Ecke, jedes Fenster, jedes Dach, überall können Aufständische lauern, plötzlich schießen, Granaten werfen. Das Opfer des Scharfschützen im Auto ist schwer verwundet. Aber Eigensicherung hat Vorrang vor schneller Hilfe. Dann kümmern sich die Fallschirmjäger um den Verwundeten. Scheiße, der hat sich vollgepisst, sagt einer der Soldaten. Ich hasse das, sagt ein anderer. Es dauert endlos, bis seine Wunden versorgt werden. Wir haben den Eindruck, die Soldaten kümmern sich nur um den Iraker, weil wir mit der Kamera dabei sind. Abtransport gegen alle Regeln der Verwundetenversorgung. Im Feldbuch für Offiziere, das sie uns später zeigen, ist zu lesen: Personen mit Hals- und Nackenverletzungen dürfen nicht bewegt werden. Der Iraker stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Wir wollen vom Leiter der Eingreiftruppe wissen, warum die Scharfschützen überhaupt geschossen haben. Sie hatten doch Informationen, der Mann hätte ein Gewehr gehabt. Das war das, was wir über Funk gehört haben. Und dann wurde der Mann erschossen? Aber als wir dort angekommen sind, war da keine Waffe. Da waren Leute bei den Verwundeten, bevor wir hingekommen sind. Und unsere Leute haben gesagt, die hätten die Waffe genommen. Wir konnten sie nicht finden. Am Nachmittag wieder auf Patrouille im Viertel. Autos werden überprüft. Jedes Fahrzeug könnte präpariert sein, eine mögliche Sprengstofffalle. Wer Glück hat, ist da, kann den Wagen öffnen.
Ansonsten wird nicht lange gezögert. Die Army zahlt später nichts für die Schäden, die ihre GIs hier anrichten. In einem Taxi werden die Fallschirmjäger fündig. Handgranaten und Raketen. Das Taxi wird auseinandergenommen und abgefackelt. Im Stützpunkt einem Palast Saddams am Tigris. Wir wollen wissen, wo für die Soldaten die Grenzen bei ihrem Einsatz hier sind. Wie fühlen sie sich zum Beispiel, wenn sie auf Kinder schießen müssen? Sie sind schwer zu treffen. Es kümmert mich aber nicht. Wenn Sie Affen mit Kalaschnikows auf uns hetzen würden, dann erschieße ich Affen. Das macht mir nichts aus. If they send monkeys at us with AK-47s, then I'll shoot monkeys. It doesn't matter to me. Wenn ein 15-Jähriger ein AK-47-Sturmgewehr in die Hand nimmt, dann hat er sich damit den falschen Leuten angeschlossen und wird eben erschossen. Es ist seine Wahl, in ein Feuergefecht zu gehen, seine Entscheidung, nicht meine. Vorbereitung auf die Nacht, wieder eine Razzia. Alle 130 Kämpfer der Spezialeinheit werden auf die Jagd gegen Aufständische eingesetzt. Ein ganzer Straßenzug ist heute Nacht dran. Leibesvisitation. Alle Männer werden verhaftet, zum Verhör mitgenommen. Sie werden ganz allgemein verdächtigt, Amerikaner anzugreifen. Die Soldaten nehmen keine Rücksicht auf Frauen und Kinder. Warum rufen die Frauen verzweifelt? Wer wird uns ernähren? Wer wird sich um uns kümmern? Die Scharfschützen hören weg und als die alte Frau versucht, einem Amerikaner die Hand zu küssen, weist der sie mit den Worten zurück: Hör auf mit dem Scheiß. Bilanz der Razzia: 18 Männer werden zum Verhör mitgenommen. Ob und wann sie ihre Familien wiedersehen, keiner weiß es heute Nacht.